Gustav, sag einmal, gibt es irgendeinen Grund, warum du mitten in der Nacht in der Stube sitzt und nicht im Bett liegst? Ja, gibt schon. Ich bin nämlich so verliebt. Ne? Na super, und wie heißt die Glückliche? Ja, glücklich bin ich auch. Und verliebt. Ne? Ich meine, in wen? Kenne ich die Frau? Ui. Eine Frau braucht man da auch dazu. Warum? Ich merke schon, bei dir muss ich bei Lektion 1 anfangen. Also, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist dir ja hoffentlich bekannt. Ja, die Männer müssen halten und die Frauen führen das Kommando. Wobei vielleicht, aber ich denke da eher mehr an das biologisch-anatomische. An das biologisch? Ah, nein. Ja, eins sag ich da gleich. Schweinereien mache ich keine mit, ne? Das Spannungsfeld zwischen Feminität und Maskulinität, das kann dir doch nicht fremd sein. Ich kenne nur die Kriminalität. Du meinst, bei der Liebe darf man sich nicht erwischen lassen. Aber hast du noch nie eine Freundin gehabt? Doch, schon oft. Aber scheinbar haben sie es nie bemerkt. Ne? Wenn dir so ein richtig steiler Zahn über den Weg rennt, auf da du so richtig abfährst, wie artikulierst du dann? Ich hab bald nur mehr schlechte Zeiten. Und Anti-Dingsbums, glaube ich, mache ich auch nicht. Du musst doch probieren, Konversation zu betreiben. Was? Ein Gespräch führen, sie ansprechen. Ja, das schon, wenn sie mich was fragt. Und? Hat dich schon mal eine Frau was gefragt? Eine Frau meinst du? Hat überhaupt schon mal jemand was von dir wissen wollen? Ja, erst gestern der Herr Pfarrer im Beichtstuhl. Wozu musst du beichten? Du weißt ja nicht einmal, was eine Sünde ist. Ich hab nämlich unzüchtige Gedanken gehabt. Ich hab mir nämlich gewünscht, dass die Agnes, unser Hausdrachen, einmal so auf die Pappen fallen soll, dass sie 14 Tage lang nicht einmal mehr Papp suchen. Aber das ist doch keine Sünde. Doch, hat der Herr Pfarrer gesagt. Allein der Gedanke ist ein schweres Vergehen. Ne? Schäme dich und bitte 2 Rosenkränze oder so. Und was hast du gemacht? Ja, mich geschämt. Dein Ego muss unbedingt aufpoliert werden. Sag einmal, hast du überhaupt kein Selbstwertgefühl? Wenn man eine Frau anbaggern will, dann muss man die Initiative übernehmen. Komm her. Stell dir vor, du bist eine attraktive Frau. Was für Frau? Na, Puppe, wie wär's mit uns beiden? Na, ich meine, du spinnst doch. Ja, Frau gefällt mir aber dann schon besser. Ne? Du bist doch jetzt die Frau. Ach so, ja, stimmt das schon. Na, mein schönes Kind, wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Naja, Wein, Stups, waren wir schon. Kapier doch endlich, du spürst doch im Moment nur die Frau. Sag nächstens, ist gebannt, Sannibal. Sannibur. Ist das auch was Schweinisches? Aber egal, das klingt wenigstens gut. Und nach dem Kaffee kann man sich dann in den Arm nehmen und knutschen? Genau, langsam kommen wir der Sache näher. Du darfst aber nur nicht lang fragen. Die Frauen ziehen sich da immer so. Aber nur pro forma, versteht sie. Aha. Nicht lang fragen, pro forma halt, ne? Also ganz cool gehst du auf die Mieze zu, nimmst sie fest in den Arm, schaust dir tief an. Reicht schon. Schon langsam wird man das Frauen nicht mehr weg. Du brauchst ja keine Angst haben. Bei
stehe ich mehr auf so junge Mädel wie die Susi. Ja. Na, dann gehe ich halt einmal in den Hals, damit man noch ein paar praktische Übungen machen kann. Susis Bedarf an Küssen ist für die Nacht gedeckt. Geh lieber ins Bett, das ist gescheiter. Ja, ich kann ja nicht. Ich bin ja so verliebt, ne? Und ich weiß jetzt auch, was mir fehlt, ja. Ja, und das wäre? Die Sonntagskrone, ne? Der hat noch immer nichts kapiert. Da müht er sich ab, mitten in der Nacht, diesen bevölkerungspolitischen Blindgänger, die SPCs Frau näher zu bringen. Und der verlangt doch der Sonntagskrone. Na, weil, weißt du, in der Sonntagskrone, da ist gestanden so auf die Art wie, die Liebenden schweben in den 7. Himmel. Ne? Da waren ja die Sprüche von Otto Normalverbraucher schon her. Dann zieht die aber warm an. In der Stratosphäre soll es nämlich heute Nacht kalt werden. Aha. Danke für den Tipp. Wo war die Affäre noch einmal? Stratosphäre. Am halben Weg zum 7. Himmel. Aha. So kalt ist dort schon. Naja, so weit schwebe ich heute eh noch nicht. Ich bin ja noch Anfänger. Vielleicht in den 2., maximal in den 3. Himmel. Ne? Na, dann guten Flug. So, und ich mache jetzt auch einen Abflug. Es ist ja schon fast 4 in der Früh. Du Michel, Dankeschön einmal für alles, gell? Du bist eigentlich ganz in Ordnung. Ich wollte halt sagen, cool halt, ne? Ich werde ihn auch nach draußen begleiten, ne? Was willst du um die Zeit bitte nach draußen? Ja, weißt du, in Schwanzer seine Blumen gehört nachgedüngt, ne? Der Fäkalienregner schlägt wieder zu. Jetzt hast du flüchten! Andererseits hat das jetzt Zeit für später auch noch, ne? Ist vielleicht gescheiter, ich übe vorher noch ein bisschen, damit dann auch sicher alles klappt. Ganz langsam zum Mitschreiben. Was brauche ich alles? Ja, ich brauche einmal einen steilen Zahn. Ne? Eine Frau meine ich, so ähnlich wie die Agnes, nur mit ein bisschen weniger Mundwerk, aber dafür mit viel Dings halt. Ne? Was nehme ich da am besten? Na ja, ich glaube, ich nehme doch gescheit einen Besen. Naja, ein wenig Tier bist du schon, ne? Und mit der Dings ist es halt auch nicht recht bei dir. Aber egal, ne? Na, du Stellerzahn! Na, du Stellerzahn, wie? Auf die muss ja mächtig einen Eindruck machen. So. Und wir bitte sollen mit dir jetzt einen Kaffee trinken und die anknutschen, wo ich nicht einmal weiß, wohin uns führt.